Wenn nichts mehr geht, Arschele, dann fällt einem automatisch die Gemeinschaft ein. Zum Beispiel, wenn einer ärgert und ärgert in der Landwirtschaft, ne? Und das wird ihm nicht gelohnt. Dann ist das doch so herrlich, wenn die Gemeinschaft ihn unterstützt. Gemeinschaft. Meinst du wirklich? Wir sind alle total primitiv. Du vielleicht, aber ich nicht. Zum Beispiel nach dem Krieg. Ja, das ist jetzt aber schon wieder lange her. Jeder ist primitiv, jeder. Du auch. Jetzt hör aber mal auf damit. Wir sind doch auch nur Tiere. Alle. Was war das für eine harte Zeit? Und alle haben zusammengehalten. Hast du doch selber gesagt. Hab ich nicht. Hast du doch. Jetzt hab ich aber die Schnauze voll. Dein Vater hat meinem Vater geholfen und sein Vater hat meinem Vater geholfen. Und der hat wieder meinem Vater geholfen. Gibst du jetzt zu, dass du primitiv In harten bist? Zeiten rückt man zusammen. Graf Shorty und Kuno haben sich in den Plünd. Wie oft allein habe ich dir schon geholfen? Oder Kuno oder Shorty. Eigentlich sind wir ja eine Familie. Wenn jeder für den anderen da ist, dann geht das allen gut. Ist das Paradies auf Erden? Das ist so schön, Archie. Zusammenhalten. Das kann man gar nicht genug verherrlichen. Jetzt sind sie wohl fertig. Ich glaube, wir gehen wieder rein. Moin, meine Schäfchen. Moin, Bürgermeister. Wir reden gerade von der Gemeinschaft. Ach ja? Ja, dass jeder jedem hilft. In dir arbeitet das wieder, ne, Brackelmann? Du warst in Hamburg? Ich habe meine Schwiegertochter besucht. Birte arbeitet auf der Messe als Dolmetscherin für eine chinesische Wirtschaftsdelegation aus Taiwan. Toll, Chinesisch? Spricht sie fließend. toll. Und diese chinesische Wirtschaftsdelegation, das sind ganz wichtige Leute. Aber wie die mit denen umgeht, ich muss schon sagen, toll. Toll. Toll, toll. Geh mal nach der Toilette. Sag mal, Bürgermeister, wir sind doch eine Gemeinschaft, ne? Ja? Du hast mir doch neulich erzählt, du hast noch Geld in die Gemeindekasse für Denkmalschutz. Brackelmann. Ja, mein Stall fällt auseinander. Das wäre doch mal was für ein Denkmalschutz. Die Kassen sind leer. Ich habe neulich in der Zeitung gelesen, da gibt es so eine Solidari. Das ist bestimmt eine sehr alte Zeitung gewesen, Brackelmann. Alte Zeitung, ich bin sowas von enttäuscht, aber auch du. Hast du noch Köln? Ich habe nun wirklich alles versucht, um die Landwirtschaft aus der Krise zu führen. Jetzt muss mir auch mal die Allgemeinheit helfen. Wofür lebe ich denn hier? Kann ich ja gleich woanders leben. Sag mal, willst du auch noch was? Hol mal Gläser. Kann doch nicht sein, dass jeder immer nur an sich selbst denkt. Was ist denn mit mir? Bin ich denn der Einzige, der auch mal an mich denkt? Bitte. Wo man noch hinguckt, der reine Egoismus. Du hast ja noch, ne? Ich brauche Subvention. Kassen sind aber leer, sagt Schönbiel. Sag mal, Brackelmann, in dir arbeitet das wieder, ne? Brackelmann? Wie kommst du denn hier rein? Von draußen? Hier. Guck dir das mal an. China boomt. Wir haben viel Geld und brauchen allerhand. Und Büttenwerder hat allerhand und braucht viel Geld. Ja und? Du rufst jetzt sofort deine Schwiegertochter an.
die sitzt ja am Drücker. Die soll diese chinesische Delegation hier nach Büttenwerder lotsen. Und dann? Dann nehmen wir die aus. Und wie? Städtepartnerschaft, Bürgermeister, zwischen China und Büttenwerder. Tja, das gibt Geld in die Gemeindekasse. Geld für Subventionen. Ja, ja, Geld für dich. Und für dich. Und wenn die Gemeindekasse wieder voll ist, dann kannst du ja auch wieder reingreifen. Und wie willst du das anstellen? Schwiegertochter bringt die chinesische Delegation hier nach Büttenwerder. Ich mache ein wundervolles Besuchsprogramm. Und dann werden wir Partner, China und Büttenwerder. Und dann rollen die China-Dollar hier nach Büttenwerder, dass das nur so knallt. Na? Ja, das ist das, was wir haben. Bramwiesen, Brackteich, schönes Uferstück an der Dole. Was haben wir denn noch? Zugewachsener Bombentrichter im Wald. Sehr gut. Wie geht's? Oh, selbst. Ja, da will ich mal wieder. Was wolltest du denn eigentlich? Hey Mofa, ich bin dran. Ist da eigentlich Sprit drin? Och Mann, das ist doch jetzt blöde. Vielleicht kommen wir beide ja auch noch mal ganz groß raus. Ja, Brackelmann, das sieht ja richtig nach Arbeit aus hier. Zeig mal her. Besuchsprogramm für die chinesische Delegation. Sag mal, Brackelmann, was glaubst du wohl, mit wie viel Es man chinesische schreibt? Nee, ganz so viele sind's jedenfalls nicht. Ja, was ist denn nun? Kommen die oder? Natürlich. Meine Schwiegertochter hat das alles für uns gemanagt. Die chinesische Wirtschaftsdelegation besucht am nächsten Wochenende Büttenwerder. Unsere neue Partnerstadt. Sie scheinen nicht uninteressiert. Sag mal, was hast du dir denn nur ausgedacht, wie wir unsere asiatischen Freunde dazu bringen, uns als Partner zu erwählen? Hier. Aha. Bramwiesen, Brackteich, Bombentrichter. Schönheit der Natur, Bürgermeister. Brackelmann, ich bitte dich. Ja, was? Glaubst du, die kommen aus dem fernen Asien extra hierher, um sich hier einen Bombentrichter aus dem Zweiten Weltkrieg bei uns anzusehen? Ja, blüht der Klee, das ist hübsch. Die brauchen wirtschaftliche Beziehungen. Hör zu, Brackelmann. Wenn du bis morgen Mittag nicht mehr auf der Reihe hast als Kleeblüten, dann sage ich den Staatsbesuch gleich wieder ab. Und damit entfällt dann natürlich auch deine Erfolgsprämie. Das war also deine Vision? Ja, darum bin ich doch so enttäuscht, bin ich. Hast du noch Köhm? Städtepartnerschaft, Archie. Ja, Partnerschaft. Tut das denn jetzt auch noch nötig? Städtepartnerschaft mit China? Das heißt Aufträge, Arbeit, Touristen, Geld in die Kasse, Subvention für alle. Aber das wird wohl für immer ein Traum bleiben. Ich war ja mal in Klingsiel. Es ist so bummelig. 20 Jahre her oder noch weniger. Da hatten die da mal ein Dorffest. 8000 Jahre Klingsiel. Du. Die haben da Sachen gemacht. Da habe ich gedacht, das Schönste, was es gibt auf der Welt, ist, wenn man in Klingsiel lebt. Oder wenn man einen kennt, der da wohnt. Und was haben die gemacht? Jetzt fragst du mich nach meinem Know-how. Was? Schau, Brackelmann, das hat ja auch einen gewissen Nennwert, jetzt wo du mit der Landwirtschaft so in der Krise. 50-50? Ja, nee, das tut nicht Not. Hälfte langt.
Shorty, machst du mir noch mal... Shorty? Brackelmann! Machst du mir noch mal schnell ein Bierchen für die Volkstanzgruppe Brackelmann? Ah, wie läuft's denn draußen? Super, sehr, sehr gut. Nee, wirklich. Also ehrlich, das wird schon, glaube ich. Jetzt ist was los. Ja, jeder packt mit an. Das ist wie nach dem Krieg. Jeder will jeden. Wir sind eine große Familie. Hoffentlich nicht. Was hast du denn jetzt vorgesehen, Brackelmann? Eintreffende Delegation. Offizielle Begrüßung. Mittagessen. Na schön und gut, aber was dann? Kulturprogramm. Kultur hier? Büttenwerder Folklore-Tanz. Oha. Und dann? Und dann? Dödeln. Was? Ja, das ist eine uralte Sportstradition. Die wird seit Jahrhunderten im Büttenwerder gepflegt. Also von euren Machenschaften will ich nichts wissen. Was kommt denn nach diesem Kulturprogramm? Dann kommt Wirtschaft. Honigproduktion mit Frau Bürgermeister. Ja. Forellenteich. Präsentation Büttenwerder Heilerde. Heilerde? Ja, das wird unser größter Exportschlager. Erde haben wir ja nur genug. Und die machen hier alle mit? Bei dem Wahnsinn? Büttenwerder steht wie ein Mann. Ich sag nur Solidari. Ich brauche mehr Geld. Das ist anstrengend. Kannst du nicht für jede Drehung bei der Volksmusik, kannst du doch nicht jetzt irgendwie noch einen Aufschlag verlangen. Ja, und was ist mit dem Dödeln? Das ist auch nicht ohne. Ich bin der Spielmacher. Du kriegst doch 50-50. Ja, das ist ja auch gut, aber ich will auch mehr Geld. Und denk doch mal an die Gemeinschaft. Ja, das tue ich ja, aber was ist mit dem Geld? Geld, Geld, Geld. So, jetzt geht es aber los, ne? Hallo. Darf ich vorstellen? Das ist Frau Min Wang, Herr Yang Ming und Herr Cherpur. Bürgermeister Waldemar Schönbiel. Sehr erfreut, sehr erfreut. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen. Fei Chang Chong Sing Huai Ying Niman. Wir haben für Ihren Aufenthalt hier ein Programm zusammengestellt, das Ihnen die Schönheit von Büttenwerder vermitteln soll. Zuständig dafür ist Herr Kurt Brackelmann. Zai Che Liang Tiang Li, Niman Chiang Chai, Kurt Brackelmann, Chiang Chong de Dai Ling Cha. Cha Ling Lue Woman, Chege Mai Li Tsing Chuang. Wir alle hoffen, dass diese unsere Begegnung Anlass für eine Vertiefung unserer Beziehungen und eine Möglichkeit zur kulturellen und wirtschaftlichen und jetzt gibt's was zu essen. Woman Chi Wang, Cherze Chiang Miang Nango Jia Shen. Woman Liang Gu Yu Yi, Zhen Shen Wen Hua, He Jinji, Chiang Sai Chilian Dong Chi. Halt, halt, wir haben was vergessen. Was? Die Hymnen. Mädchen, kommt ihr mal? Schön, dass du da bist. Wo ist denn Schwiegermama? Zu Hause, vorbereitet. Okay, verstehe. Gedick, Büttenwerder Art. Ying, Yang. Dann Dang. Gambe. Shorty, machst mir noch einen, bitte? Hopp, hopp, in Korb. Matthias, Büttenwerder Art. Na gut, Shorty.
Musik, liebe Chinesen. Und jetzt kommen wir zum Höhepunkt des Tages. Wir kommen jetzt zum Dödeln. Das Dödeln hat hier in Büttenwerder schon Jahrhunderte eine alte Tradition. Jede Mannschaft besteht aus 2 Spielern und gespielt wird als Spielball mit einer Sellerieknolle. Der mit dem Knüppel muss versuchen, die Knolle so zu knüppeln, dass er mit dem Eimer die Knolle abeimern kann. Die gegnerische Mannschaft wiederum versucht wieder gegen zu knüppeln und anders abzueimern. Komm, Hugo! Komm! Komm! Ja! Ja, das sieht schon sehr gut aus. Das sieht schon sehr gut aus. Übrigens, nun übersetzen Sie das mal bitte. Für uns. Ja, sehr gut. Jawohl, jawohl. Es ist. Und Kuno gelingt es. Jawohl. Er hat den Eimer auf der Knolle und setzt drauf. Das ist ein Dassel. Aber jetzt schon den Kopf und stülpt den einen Eimer über den anderen. Doppeldassel. Jetzt kriegen Sie noch Jahre. Das ist Dödeln in Vollendung. Aber Pfeifen, Brackelmann, das reicht. Atsche, Was ist das für ein Dödeln? was Besseres ist uns auf die Schnelle nicht eingefallen. Das Programm kommt nicht an bei den Chinesen. Das weißt du doch gar nicht. Vielleicht lassen die sich ja nichts anmerken. Ja, aber Sie machen keine Fotos. Hä? Ja, oder filmen. Das ist immer der sicherste Beweis dafür, dass Sie beeindruckt sind. Und wie viele Fotos haben die bis jetzt gemacht? Hä? Was steht denn als nächstes auf dem Programm? Besichtigung der Imkerei Waltraud-Schönbiel. Wie aufregend. Brackelmann, ich muss mit dir reden. Ich auch. Geht um Geld. Bei mir auch. Die Chinesen warten. Na, dann wollen wir mal. Wir machen das schon. Büttenwerder steht zusammen wie ein Mann. Gemeinsam sind wir stark. Ich will einen Vorschuss haben. Jetzt guck dir mal meine Klamotten an, wie die aussehen. Wie sieht's eigentlich mit der Platzmiete aus? Ich will Geld sehen, Brackelmann. Nun hör doch mal auf, Mensch. Geht doch hier um höhere Dinge. Die Gemeinschaft ist ein Dutt, Otsche. Solidari. Wenn wir bloß auftun. Die Interessen gehen doch ganz schön weit auseinander, ne? Der eine ist nur materiell eingestellt und der andere will nur Geld. Ja. Was sagt denn seine Schwiegertochter? Diese Stadtschnecke, die sagt, wenn die Chinesen fotografieren, dann haben wir sie im Sack. Aha. Das habe ich auch gesagt. Hauptsache, dass das gibt keinen Krieg mit den Chinesen. Ein Joker habe ich ja noch. Alles, was Sie hier sehen, steht unter Denkmalschutz, weil diese Anlage so wertvoll ist. Aber noch wertvoller ist, was darunter liegt. Denn darunter ist ein riesiges Vorkommen von Heilerde. Büttenwerder Heilerde, unser größter Exportschlager. Büttenwerder Heilerde ist auch eine der Möglichkeiten für unsere geschäftlichen Beziehungen. Mit welchem Betrag Sie auch einsteigen. Partnerstädte kriegen natürlich Sonderkonditionen. So nur übersetzen Sie das mal. Ne? Die Chinesen fragen, ob Sie mal einen Blick in Ihren Stall werfen dürfen. Bangla. Super! Alle haben es versucht. Aber einer hat's geschafft. Ganz toll. Die Chinesen und ich, du. Da kommt doch was in die Gange. Bisschen gemachter Mann. Kannst ja wahrscheinlich auch einfach mal so einen ausgeben. Wahrscheinlich. Toll. Dein Stall, hä? Die sind ganz verliebt in das Ding, du. Und was soll das bringen? Das ist mir doch egal, ne? Hauptsache die Chinesen interessiert es. Herr Brackelmann, wir möchten uns von Ihnen verabschieden. Jetzt schon? Ja. Geh mal schnell. Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen. Und was ist mit unserer Handelsbeziehung? 再见， Mit meinem Stall. 再见。 Also den können Sie haben. Und Sie werden sie auch bald haben. Unsere chinesischen Gäste planen einen Freizeitpark in der Nähe von Taichuan. Alle Länder der Welt sollen dort dargestellt werden. Und man hat lange nach einem Motiv gesucht, was denn Deutschland darstellen könnte. Und Ihr Stall, Herr Brakelmann, soll nun dieses Motiv sein. Toll. Also ich mache Ihnen da einen ganz, ganz super Preis. Nicht nötig. Unsere Chinesen werden anhand der Fotos in Taichuan den Stall nach bester chinesischer Art nachbauen. Toll. 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 Xiao Sen. 非常感谢，谢谢。我们这次非常开心。Bin so enttäuscht, ne? Die Chinesen machen alles nach. Ja, das kenne ich. Statt mal eine eigene Idee zu haben. Ja, aber ich sage auch immer, wenn einer die Idee hat, eine Idee nachzumachen, dann ist das ja auch eine Idee. Stimmt auch wieder. Ja, das sage ich immer. Weißt was? Sag du. Jetzt machen wir das den Chinesen nach. Wir bauen einen Freizeitpark. Einen chinesischen. Arche Brachland haben wir doch genug. Die machen wir von da hinten bis nach da. Von hier bis hier, da. Und dann haben wir den Teich haben wir auch noch. Und dann da und da und da. Brakelmann und die ist das wieder am Arbeiten, ne? Das rechnet sich. Was denkst du denn, wie es so bummelig denn nennen wird? Ja, kann man im Moment noch nicht so genau sagen. Das ist ja gewaltig. Eine neue Idee. Toll. Weißt was, Archie? Ideen sind immer noch das Beste. Das ist ganz egal, wer sie hatte.